Ja, hallihallo und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge. Hallo, nein, wir befinden uns momentan immer noch im Mistmund. Ich bin in der letzten Folge ziemlich planlos in die Gegend rumgelaufen. Und zwar wollte ich auch den lieben Grimm eigentlich entbannen aus Mistmund. Und dank den lieben Kommentaren und 1-2 schmackhaften Videos weiss ich jetzt oder habe herausgefunden, genau wo sich der Brumm befindet. Ich glaube, der Brumm, ja, und so habe ich es richtig ausgesprochen. Und daher würde ich jetzt mal sagen, komm, jetzt rüste ich mich mal zuerst mal richtig aus für einen kleinen Ausflug. Und zwar diese hier. Dann wir da mal schnell alles... Nein. Die Form von die brauchen wir eindeutig nicht. So, dann nehmen wir das dann noch mit. Und komm, dann nehmen wir gerade noch ganz grosse Nagel mit. Den da. Und was können wir noch mitnehmen? Nehmen wir gerade noch den Sporenpilz mit. Ich würde sagen, so sind wir schon gut mal ausgerüstet. Und dann machen wir uns direkt mal auf den Weg zum lieben Brumm. Der uns dabei helfen wird, den lieben Grimm aus Mistmund, aus Heilandsnest eigentlich zu verbannen. So, für das müsste ich aber ins entfernte Dorf, genau. Dann gehen wir uns mal anschauen, wo der Brumm sich nämlich versteckt hat. Also ganz ehrlich, ohne Hinweis, Tipps in den Kommentaren wie auch in einem Video, ich hätte das nie gefunden. Ich bin ganz ehrlich, ich hätte das nie gefunden. Wie versteckt das eigentlich ist und was das eigentlich da am Ende der Welt macht. Nämlich im entfernten Dorf. Das, was wir kennen hier unten, da sind wir ja schon mal von so einem Sekretariat zusammengeprügelt worden. Also vom Ständerat höchstpersönlich. Und zwar nicht dieser Kokon, da drinnen haben wir ja dann irgendeinen Kampf gehabt, sondern in dem Kokon drinnen. Gehen wir mal güchseln. Mal schauen, was sich da drinnen verbirgt. Hä? Nein, doch der falsche. In dem Fall im anderen. In dem Fall doch im anderen. Let's go. Ah, ich weiss, was das Problem könnte sein. Ich weiss, was könnte das Problem sein. Ich weiss es. Und zwar, dass wir das Grimmkind nicht mit dabei haben. Das könnte jetzt gerade momentan möglich sein. Also ohne Grimmkind sehen wir ihn gar nicht. Das könnte natürlich möglich sein. Dann schauen wir jetzt noch mal ganz kurz schnell nach, ob er jetzt wäre. Eintreten. Und da ist er! Nice, es funktioniert! Zuhören! Mrrm, du bist bekommen. Das heisst, du bist bekommen. Okay. Das ist gekommen heisst, okay. Du hast die Flamme gesammelt und sie ist es nun an der Zeit für das Ritualvollendung. Du musst jetzt bloß noch zum Meister zurückkehren. Und so begibt es sich, wie es schon seit jeher war. Wir sind wie Noten in einem alten Lied. Du und ich, mrrm. Und doch, es ist kein Zufall, dass wir uns hier treffen. In den dunkelsten, fernsten Weiten der Welt, wo des Meisters scharlachrotes Auge uns nicht sehen kann. Ein Lied ohne Ende ist überhaupt kein Lied. Du beteiligst dich an dem Ritual, doch ich spüre, dass du selbst wahrlich kein Meister hast. In dem so, zusammen können wir vielleicht diese Flamme verbannen und dieses tote Königreich in Frieden ruhen lassen. Falls du wünschst, dieses endlose Lied verstummen zu lassen, triff mich dort, wo alles anfing. Alles klar! Also jetzt haben wir eigentlich freigeschaltet, dass wir ihn nochmal an einem anderen Ort treffen. Also er persönlich sagt, wenn wir es beenden wollen, müssen wir ihn jetzt am Anfang treffen. Und das haben wir ja schon in der letzten Folge gesehen, wo das genau ist. Und zwar bei der heulenden Klippe. Würde ich sagen, dann machen wir uns jetzt auf den Weg dorthin. Dann sollte das jetzt eigentlich freigeschaltet sein, um das Ritual zu beenden. Also mich persönlich nimmt das natürlich ziemlich Wunder, wie das Ganze jetzt abläuft, weil davon habe ich keine Ahnung. Ich habe wirklich nur nachgeschaut, wo genau er sich befindet. Und durch die Hinweise vom Kommentar bin ich halt darauf gekommen, ganz kurz schnell nachgüchseln. Daher nochmal danke vielmals für den lieben Hinweis. Wir machen uns in dem Fall jetzt auf den Weg, um den Spuk vom Albtraumkönig Grimm beenden. Weil der Kampf selber an sich ist ja eigentlich nicht mal so... Ja doch, er ist absolut schwierig. Da muss ich nicht um den heißen Brei reden, er ist wirklich einer der schwierigsten Kämpfe, die ich bis jetzt hatte in Hollow Knight. Besonders weil er halt so schnell und individuell abläuft. Daher schauen wir mal, wie das jetzt abläuft, wenn wir da mit dem lieben Brumm das Ritual beendet. Das nimmt mich einmal tierisch Wunder. Also, soweit ich das verstanden habe, kommt sowieso aufs Gleiche. Das heisst, ob man ihn jetzt besiegt oder mit dem Brumm das Ritual beendet, kommt es genau aufs Gleiche. So. Wenn wir da komplett einmal Abwehr. Nice. Wenn wir da... Ist es da gewesen? Nein. Noch ein bisschen weiter runter. Und da abwärts. Okay. Nice, alles klar. Dann sind wir schon mal da. Und in letzter Folge habe ich noch etwas erwähnt, und zwar Anker. Der Anker, den ich meine, das ist der Topf, den man da unten am Boden sieht, also die Schale da.
Die sollten eigentlich, soweit ich das verstanden habe, sollte das Volk vom Grimm, also das Ritual, schon bevor das Königreich zum Absturz gekommen ist, in dem Reich auftaucht worden sein, um überhaupt die Sachen parat machen fürs Ritual. Aber wir werden jetzt mal ganz schnell am Brummzulu hören. Du bist mir also hierher gefolgt, wo das Ritual begann. Du willst mir also helfen, es zu brechen. Es ist schmerzvoll, sich dem Meister zu widersetzen. Aber unsere Ernte, sie entweiht dieses dunkle, stille Königreich. Ich will sie scheitern sehen. Jetzt zerstören wir den Anker und verbannen wir den Meister. Niemand soll er wieder hierher zurückkehren. Okay. Wow. Aber jetzt macht er in dem Fall den Anker kaputt. Aber was genau jetzt gerade passiert? Ich muss draufschlagen. Okay. Wow. Okay. Ich bin gerade nicht im Bilde, was gerade passiert ist. Haben wir jetzt das Ritual in dem Fall beendet? Okay. Da ist er nicht mehr. Und das ist Grimm. Trophäe erhalten. Ende des Albtraums. Okay, also wie es aussieht, haben wir es wirklich beendet. Aber mein Grimmkind ist verschwunden. Darf ich das nicht behalten? Mann, schade. Dann würde ich aber mal sagen, dann gehen wir mal schnell zurück auf Mistborn und gehen mal anschauen, wie das genau aussieht. Also durch das Zerstören vom Anker, wo alles angefangen hat, haben wir eigentlich, ich sage jetzt einmal, den Fluch vom Grimm beendet. Sein liebe kleine Tänzchen, wie er so das gerne genannt hat, ist vollendet. So, das heisst, ich muss jetzt da einfach alles schnell mal komplett rauf. Und dann schauen wir mal schon nach, wie das Ganze jetzt mal aussieht. Es nimmt mir jetzt wirklich tierisch Wunder. So, du weg. So, oder? Ja, wir müssen hier einmal alles, glaube ich, jetzt komplett rechts. Ich brauche jetzt, glaube ich, noch nicht mal den Kompass, weil so schwierig ist der Weg ja im Großen und Ganzen eigentlich nicht. So, wir rushen da ja durch, gerade mit dem Erledigen von allen möglichen Kreaturen auf dem Weg. Also Insekten, keine Kreaturen. Königspass. So, nice. Dann sind wir jetzt schon mal im Königspass rein. Von da aus sollte es ja eigentlich nicht mehr allzu weit sein. Eigentlich hätte ich ja wirklich gerade den Hirschkäferweg nehmen. Ich glaube, das wäre sogar ein bisschen schneller gegangen, als jetzt hier den ganzen Weg auf mich nehmen. Oder ich hätte mich durchschiessen lassen. Vielleicht wäre ich dann nicht im Königspass runtergefallen, sondern... Ah, komm, wenn wir schon da sind. Wenn wir schon da sind, dann... Hä? Nur eins? Normalerweise gibt es zwei. Aber ja. Dann können wir das ja gerade noch schon mit einsammeln. Und dann machen wir uns mal auf den Weg. Grimm, wir kommen. Also wenn wir ihn überhaupt noch sehen. Das weiß ich jetzt aber nicht. Es nimmt mich so wunder, was jetzt genau passiert. Ich weiss nicht, ist der Grimm verschwunden? Ist das Zelt überhaupt noch da? Ist die Frau noch da, mit denen, wo unsere Talismane verschluckt? Nein. Das Zelt ist verschwunden, aber wir haben hier einen... Okay. Soll ich zuerst mal mit ihm reden? Riechst du das? Ah, das ist wegen unserem Gestank wieder. Okay. Ah, da spielt gerade schön gemütlich Musik. Ah, hallo. Ich bin neu in dieser Gegend. Also ist es so großartig, in einem so traurigen Dorf ein so freundliches Gesicht zu sehen. Der alte Käfer dort drüben war sehr einladend. Doch trotz erscheint er mit dieser Ort eher betrübend. Mit dem Wind und der Dunkelheit und diesem Gefühl des Verfalls. Ich hatte gehofft, meine Musik könnte die Siedlung wieder ein bisschen leben. Das tönt einhauchen. Tönt schmackhaft, danke dir vielmals. Lieber Nim heisst er. Und jetzt bist du ja hier. Mit dieser wundersamen, reizenden Aura, die dich umgibt. Das gesamte Dorf scheint plötzlich viel heller. Bevor du wieder davon eilst, habe ich ein kleines Geschenk, um unsere wunderbare neue Freundschaft zu feiern. Mir selbst bringt es wenig, doch ich denke, an dir könnte es äußerst schick aussehen. Bitte erfreu dich daran und hoffen wir, dass wir uns bald öfter wiedersehen. Sorglose Melodie. Also wir haben jetzt einen neuen Talisman erhalten. Das bekommt man in dem Fall wahrscheinlich für den Abschluss vom Grimm. Zeichen des Beginns einer wunderbaren neuen Freundschaft. Enthält ein schützendes Lied, das den Träger vor Schaden bewahren kann. Warte mal schnell. Mein guter Freund, gefällt dir meine Musik? Ich kenne sonst keine Melodie, die so lebhaft erklingt. Muss aber trotzdem zugeben, dass sie eher in die traurige Spalte fällt.
Wisse bitte, dass ich sie mit Freude spiele. In diesem Dorf in einer guten Gesellschaft fühle ich mich ausgesprochen und erfrischend zufrieden. Okay, alles klar, jetzt haben wir halt die 2 Extra-Leben verloren, aber mich wundert jetzt, was das genau soll machen. Und wie tut mich das jetzt vor Schaden bewahren? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Wenn wir das mal ganz kurz noch ausprobieren. Ich gehe jetzt einfach mal ganz kurz runter, güchseln. Lass mir einen neuen Talisman erhalten. Tönt ziemlich schmackhaft. Ich glaube, das bekommen wir als Dankeschön für das Beenden vom Grimm. Aber das Problem ist jetzt, ich komme nicht genau draus. Ja, was hat mir das jetzt gebracht? Der schützt mich auch gar nicht. Zeichne das Beginn einer Freundschaft. Erhalte ein schützendes Lied, das den Träger vor Schaden bewahren kann. Also nicht durchgehen, sondern nur kann. Wir probieren das jetzt noch schnell ein bisschen aus. Da wären wir dann eigentlich gerade schon beim Endboss. Also, es wäre gerade eine Überlegung wert, mal schnell reingüchseln. Es wäre eine Überlegung wert, schnell mal reingüchseln. Aber ich wollte jetzt erst mal ausprobieren, wie der Talisman funktioniert. Für das brauche ich jetzt zuerst mal ein paar Kreaturen. Komm. Nein, auch von dem haben wir Schaden bekommen. Mich wundert jetzt einfach, wie das genau soll funktionieren, mit dass wir keinen Schaden bekommen. Haben wir jetzt keinen Schaden bekommen? Jetzt haben wir keinen Schaden bekommen. Okay, das heisst, vielleicht jeder 4. oder 5. Treffer wird abgewehrt. Also schätze ich jetzt mal so wie das jetzt ausgesehen hat. Also ziemlich nice. Oder praktisch besser gesagt, für das Kolosseum. Wenn wir schon da sind, wenn wir mal schon reingehen. Wir güchseln einfach einmal rein. Mehr machen wir nicht. Hornet! Ui! Oh mein Gott, bin ich verschrocken. Nein, das klingt nicht gut. Das klingt nicht so prickelnd. Wir haben da die Tür aufgesprengt, okay. Reden wir mal mit der Hornet. Der Weg ist frei, so oder so erwartet dich darin ein Ende. Ich werde mit dir hier nicht weiter anschließen. Dieser Ort ist für deinesgleichen geschaffen und seine Fesseln würden mich aufzehren, wenn ich mich dir anschließe. Sei nicht so überrascht, ich werde mein eigenes Leben nicht für deine Versuche opfern. Aber falls sich ein Moment als günstig erweist, helfe ich so gut ich kann. Geister von Highlands Nest besitzt die Kraft, ein Ende zu bestimmen. Wirst du an die Stelle des auserwählten Kindes treten oder wirst du es überbieten? Okay, also ich komme nicht ganz genau draus. Ich glaube, neben drinnen wartet jetzt eigentlich der König von den Königen. Unser Endboss vom Game, soweit ich das verstanden habe. Und wie es aussieht, würden wir eigentlich seinen Platz übernehmen. Also wir sind irgendwie geschaffen dafür, wir sind in einer Hülle, wo seinen Platz übernehmen. Aber ich persönlich sage, für das bin ich ehrlich gesagt noch nicht ganz parat. Für das bin ich jetzt ehrlich gesagt wirklich noch nicht ganz parat. Wir können uns am Ende stellen. Das Problem ist, ich würde eigentlich mega gerne noch schnell das Kolosseum abschließen. Und daher, wir machen jetzt mal einen Versuch im Kolosseum. Und wenn ich das Gefühl habe, hey, das Kolosseum wird wirklich nichts, dann schauen wir noch, ob wir noch irgendwelche Nebenquests haben, wie den Meisterpilz, die wir noch eigentlich erledigen könnten. Nehmen wir mit zur Lagerräume in der Stadt, wenn ich mich nicht täusche. Es würde mich mega anschiessen, wenn wir jetzt das Spiel spielen. Klar, wir können dann nachher noch weiterspielen, aber in meinen Augen, sobald ich den Endboss besiegt habe, nimmt das Let's Play für mich eigentlich im Großen und Ganzen ein Ende. Ich persönlich habe mir schon überlegt, ob ich mir dann noch Hollow Knight Silksong, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig gut, das hat man nicht gesehen. Hollow Knight Silksong soll anfangen zu spielen, weil mich persönlich das mega reizen würde. Aber ich bin sowieso am falschen Ort, ich muss in die Geisterlichtung, okay. Also die ewigen Ruhestätte. Ob ich Silksong dann anfangen zu spielen, aber ich glaube, das Ganze schauen wir dann an, wenn wir das Let's Play wirklich im Großen und Ganzen beendet haben. So, wir müssen in die ewigen Ruhestätte, dann machen wir das auf zum Kolosseum, versuchen nochmal einen wundervollen, guten Start im Kampf. Vielleicht hilft uns ja jetzt der neue Talisman weiter, dass wir in der Luft besser klarkommen, weil ich muss von Anfang an jetzt einfach, was ich muss machen ist, von Anfang an Talismane mitnehmen, die mich unterstützen im Kampf in der Luft. Das ist für mich momentan so die Hauptpriorität, die wir dann setzen, dass wir einfach den Luftkampf überstehen. Ah, das ist ein Portal, so ich habe gedacht, hey, was ist das? So. Jetzt bin ich nämlich gerade schon ein bisschen am Hirn, was für Talismanen am besten würde helfen im Luftkampf. Aber der Talisman, den wir jetzt mitgenommen haben, die Frage ist einfach, wie viel mal wehrt etwas ab? Jetzt bin ich glaube sowieso falsch.
Nein, ich muss bei ihm durch da. Dann machen wir das auch. Dann lassen wir hier nicht lange auf uns warten. So, einmal abwärts. Dann schauen wir nämlich noch schnell das Kolosseum an. Wenn ihr noch Hinweise oder Tipps habt für Nebenquests, irgendwelche bestimmte Sachen, die wir noch unbedingt erledigen müssen, dann schreibt es mir doch lieber gerne in die Kommentare. Wenn ihr nochmal seht, zum Beispiel, wenn ich zu diesen Pharaonen gehe und dort nochmal einen Kampf bestreiten gegen all die Böse und so weiter, dann dürft ihr mir das auch liebend gerne in die Kommentare schreiben, dann würde ich das noch liebend gerne machen, bevor wir uns am Endboss stellen. Also ich hoffe mal, oder denke sogar, dass der Endboss wahrscheinlich ein bisschen leichter wird sein, als der Kampf jetzt gegen den Grimm. Also das sind meine Vermutungen, ne? Ich weiss nicht, ob ich da bei richtig liege oder nicht. Es kann natürlich sein, dass der sogar schwieriger ist und ich für den sogar mehrere Anläufe dann noch brauche. Aber das finden wir dann erst raus, wenn wir uns dann mit dem Kampf stellen. Aber ich glaube, allzu lange wird es auch nicht mehr gehen. So, wir sind wieder im Kolosseum. Nichts Neues. So, das raus. Dann nehme ich das sicher mal mit. Den nehmen wir raus. Weil dann nehme ich einfach den langen Nagel mit. Der sollte eigentlich schon mal lange. Der schwere Schlag wäre natürlich auch etwas. Verstärkt die Kraft des Nagelträgers, sodass der Gegner beim Angriff weit fortgeschleudert wird. Wäre natürlich auch noch etwas, weil er wird nun weiter weggeschleudert. Also es würde uns nicht im Allgemeinen helfen, zu gewinnen. Da hätte ich jetzt gesagt, wir lassen das jetzt einfach mal so bleiben. Die Frage ist jetzt, ob ich wirklich vielleicht noch mein glühendes Mutterleib mitnehmen würde. Weberlied. Was hilft uns im Luftkampf? Also ich würde jetzt wirklich unbedingt gerne mal die sorglose Melodie mitnehmen, dass wir vielleicht, wenn wir Glück haben, in der Luft sehr viel Schaden abwehren können, wo wir gar nicht brauchen. Also wo wir dann abwehren können, dass wir mehr Leben zur Verfügung haben. Die Frage ist einfach, was setze ich denn noch im Grossen ein? Der braucht halt 4. Egelsnest, wir könnten noch mehr Leben mitnehmen. Wir könnten schneller sein. Für Furior der Gefallenen ist halt wirklich erst ab einem Leben. Oder wir nehmen von Anfang an wirklich mehr Leben mit. Also dass ich sage, entweder nehmen wir das mit oder diese hier. Und zerbrechliches Herz, dass wir von Anfang an mehr Leben am Start haben. Weil Seelen sind wir ja von Anfang an komplett aufgefüllt. Oder ich nehme diese mit. Die oder den Pilz. Es sind so viele Überlegungen, die ich gerade machen muss. Es ist sehr, sehr schwierig. Aber ich bin wirklich am Überlegen, ob wir es mal so probieren. Weil jetzt habe ich 10 Leben am Start. Das heisst, wenn wir Glück haben und ich das anbekomme, können wir mit mehr Leben in der Luft anhalten. Das heisst, wir lassen Leben abwehren, wir lassen Leben auf... Oh, ich muss sowieso zuerst noch prüfen gehen. Ich würde sagen, betrachten, prüfen des Narren, Kämpfe um Geo. Let's go. Let's go. Dann probieren wir das mal so aus. Dann hoffe ich auf gut Glück, dass wir das einigermaßen gut anbekommen. So, sind wir ready? Let's go. Let's go. Ah, ich dachte, vielleicht stirbt er schneller. Aber das sind so wieder... Ah, Mann. So, ich habe gehofft, ich tüpfe ihn so. So, nice. Okay, Concentration. Ich glaube, ich konzentriere mich jetzt mal so gut wie möglich. Ah, das war dumm. Falschen Knopf sogar noch gedrückt. Und zweimal treffen lassen. Ja, moin. So, probieren wir mal schnell Leben auffüllen. So. Nein, ah Mann, das war dumm. Ich habe gedacht, ich kann mich auch schon mal ein bisschen an den Luftkampf versuchen gewöhnen. Und dort hat es Damage abgewehrt. Aber ich behalte jetzt mal meine Seele. Ich habe es gerade überlegt, aber ich soll einen Schuss abgeben. Aber ich glaube, das ist ziemlich unnötig. Wieso fliegen die jetzt alle da ganz rechts rum? Komm, dann füllen wir gemütlich zuerst mal die 3 Leben an. Dann weiss ich auch, wie viele Seelen ich noch am Start habe. So. Nice, okay, dann fehlt uns noch eine. So.
Nice, okay. Ich bin mir unsicher, aber es könnte jetzt sein, dass die Selbstschussanlagen kommen. Ja, okay, dann bleiben wir jetzt so schön an der Wand oben. Die erledigen den Rest für uns. Genau, jetzt kommt Quallen-Action. Dass die mich rein ist schon ein bisschen verwunderlich. Ah, Mann! Das habe ich nicht vorausgesehen. Gut, die Bewegungen von denen vorausgesehen ist eh eine Sache für sich. Nice, okay. Damage abgewehrt. Also wir müssen nicht durchgehend Damage abwehren, aber immer wieder. Das ist natürlich ziemlich nice. Komm, jetzt sterben einfach. So, eine haben wir noch, dann füllen wir noch schnell Leben an. Jetzt schauen, dass wir uns nicht mehr treffen lassen. Leichter gesagt als gemacht. Und dann kommen schon wieder die nächsten Qualen. Wow! Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Melodie ist noch geil. Also, es hat jetzt sicher schon 3 Leben abgewehrt. Ist nicht gerade all der Welt, aber im Kolosseum ziemlich nützlich. So, was kommt als nächstes? Ah, genau. Okay. Okay, das die... Okay, dass der mit runterkommt, hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber ich behaupte mal, wir sind besser dran als auch schon. Ja, jetzt habe ich genau gedacht, dass der mich jetzt noch tüpft, die Nudeln. So. Nice. Okay, ja, seelenmäßig sind wir gut am Start. Wir haben eine komplette Kamera noch voll. Und wir haben sogar mehr Leben mit dabei. Nice. Oh, der Talisman, der gefällt mir richtig. Außer dass ich jetzt wieder mein Leben für nichts vergöde. So, wenigstens haben wir den weg. Nice, okay. Okay, dann haben wir da wieder Frisbee-Schiesser. Okay. Oh, warte, der ist so langsam, da können wir wirklich gemütlich Leben auffüllen, wenn wir schon volle Seele haben. Hä? Dass der mich noch verwünscht hat. Wow, das Freundschaftslied, das gefällt mir mega. Komm jetzt. Nice, okay. Jetzt haben wir 3 Leben, die uns fehlen. Jetzt ist halt die Frage, ob ich da versuche nachzutanken. Ah, wieso komme ich rein? Ich fülle mein Leben an und komme am Schluss noch rein. So dumm. So, was kommt jetzt? Ah, die 2. Okay. So. Nice. Oh, das Zeremonielied, das gefällt mir so richtig. Kommen da wahrscheinlich noch ein paar Fröschli, oder? Ah, da hinten kommt noch eins. Okay. Nice. Bis jetzt schlagen wir uns wirklich gut. Eigentlich habe ich gehofft, wir kommen durch ihn durch. So, versuchen wir aber schnell noch Leben anfüllen. So. Genau, jetzt kommt die Nervensäge. Voilà. Ah, nein! Die absolute Nervensäge wieder. Und dann haut er auch immer noch so klein ab. Das ist ja... Komm jetzt, stirb doch einfach.
Nice. Oh nein, es hat seine letzte Fähigkeit gerade noch gezündet. Schade. Ja, ich habe eigentlich gehofft, der Typ genau daneben. Und wieder schon 2 Leben verloren. Mann. So, komm, egal. Das nehmen wir in Kauf. Nervensäge, komm, stirb einfach. Genau. Ui. Oh, jetzt habe ich gehofft. Komm, komm, ja. Ja. Nein, der ist schon wieder. So. Ah, jetzt habe ich eigentlich versucht, gerade noch schnell ausweichen. Ich muss mir irgendwie schnell mein Leben können anfüllen. Einen ruhigen Moment dafür finden. Komm, jetzt aber. Eigentlich gehofft, das lange so weit. Jetzt kommen die da. So. So einfach draufschlagen, weil anders kann ich mir gar nicht vorstellen, wenn ich die selber siege. Ah, der ist schon wieder. Nice, okay. Wir kommen bald zum Luftkampf. Wir sind nicht einmal so schlecht dran. So, mit vollem Leben am Start. Beim letzten Mal haben wir das Problem nicht gehabt. Ich habe jetzt halt an einer Stelle mit dem Magen ein bisschen dumm da. Das hätten wir eigentlich besser hinbekommen. Aber wie es aussieht, schlagen wir uns schon mal nicht schlecht. Also wir schlagen uns wirklich nicht schlecht. So, ab in den Luftkampf in dem Fall. Genau, das habe ich gemeint. Jetzt schützt uns Sola, unser Lied, nämlich von gröberem Schaden. So. Komm. Ah! Wieso bin ich so dumm, noch reinzukumpen? Nein, jetzt stelle ich mich einfach gerade nur noch dumm an. Komm, sterbe einfach. Wow, unser Dings hilft uns gerade momentan mega. Komm, bleibt oben, genau. Wo sind ihr denn? Sola, schön ruhig. Okay. Kommt da noch mehr? Oh nein. Oh. Nein. Oh, bitte. Ja. Oh mein Gott, wir haben nur noch 1 Leben. Nein! Oh mein Gott, nein! Aber so weit sind wir noch nie gekommen, oh mein Gott. Also ich würde mal sagen, so schlecht sind wir gar nicht dran gewesen. Ach du Heilige, ist das gerade mühsam geworden gegen den Schluss. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, der Traumdings hilft uns noch ziemlich gut. Gegen die Qualen. Oh, mit einem Leben, das ist gerade so mühsam gewesen. Ich hätte von Anfang an mehr Schüsse setzen und so weiter. Aber ich würde mal sagen, an dieser Stelle, ich danke vielmals fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat Spass gemacht. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heisst, Runde Hollow Knight mit am Schweizer. Danke mal und ciao!